So, jetzt geht's auf. Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War. Mein Name ist Kratos und wir haben letztens einen kleinen Disput gehabt mit unserer Hexenfreundin, die anscheinend momentan nicht so freundschaftlich gesinnt ist oder beziehungsweise wir ihrer gegenüber nicht sehr freundschaftlich gesinnt sind. Ja, wir haben letztens einen Kopf zum Leben erweckt, der jetzt hier an unserem Arsch baumelt. Ja, ich ist eine arme Sau, weil also ich würde nicht gerne am Arsch von Kratos baumeln. Ja, dann ist er nämlich buchstäblich am Arsch. Oh, Gut. Ja, letztes Mal haben wir uns da ein bisschen umgeschaut, haben wieder Kisten gefunden. Ich glaube, mehrere Rage haben wir gekriegt dann. Und dann da, die sagen wir mal storytechnisch weiter. Na Junge, der Kratos, ich bin dein Vater. Nein, nein, that's not true, that's impossible. Ich kann dir doch den Abkürzer auch nehmen, gell? Ah, scheiße, den Abkürzer. Mystisches Tor. Okay, wir deren da mal hinreisen. Jetzt müsste eigentlich schneller gehen. Ja, jetzt geht nein. Mimir, warum hat Freya dich angespuckt? Nein. Erzähl von Baldur. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Ja, Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das Prahlen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Er nicht, fürchte ich. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das hast du schon gesagt. Wirklich? Was ist der Ursprung dieser Kraft? Naja, ich erinnere mich an einen Zauber. Mimir? Ein Teil meines Gehirns erwacht gerade noch zum Leben. Ich brauche noch einen Moment, um ganz aufzuwachen. Ist er etwa kaputt? Kann man umtauschen? Komm, wie reden wir mit der Schlange? Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich dorthin. Endlich! Das Horn! Horn. Also wir müssen jetzt in das Horn blasen, damit wir mit der Schlange reden. Gucken wir mal. Wo ist denn die Schlange? Hä? Wo ist denn so der Kopf? Hat er sich wieder hingelegt? Okay, dann da die sagen, schmatzen wir heute einmal mit der, oder? Hey, Schlangensepp. How about conversation? Mit der Weltenschlange sprechen. Gut, jetzt halte meine Lippen an das Horn. Hey, Schlange! Beachte mich! Ich bin Kratos der Krasse! Und ich schmeiß da meine Axt irgendwo hin. See rein. Da schmeißen wir sie an See rein. Ich frage mich, ob irgendwann einmal das Wasser da ganz weg ist, weil jedes Mal, wenn sie die bewegt, sinkt ja das Wasser, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht ist dann irgendwann das Wasser mal ganz weg und da müssen wir nicht immer einen Paddelsimulator spielen. War mir ganz recht eigentlich. Oh, oh, warte mal, die Möwen kann ich die... Scheiße, jetzt voll da. Also dann, da die sagen, blas mir ein.
Odin errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein, Ja. uns kümmert nur Jötunheim. Also gut, wünscht mir Glück. Ahu, ahaha. Yomu hin mi. Ich hab's noch drauf, Jungs. Sie erinnert sich. Wayu. Oh nein, falsch. Matunlon Kutu. Oh, oh. Ekono Othu. Oh, no. Sie kennt euren Verlust. Sie wird helfen. F-I-U vom U. Interessant. Was ist? Ist nichts Wichtiges. Was macht sie? Sie schickt uns in die richtige Richtung. Hört jetzt gut zu. Wir brauchen 2 Dinge, um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltenrune lernen, die die Reise nach Jötunheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Auf den Gipfel, wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das? Sie dachte, ich hätte gesagt, ihr werdet Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Hey, seht mal! Das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Ich finde diese Schlange so geil, Leute. Ich finde die so geil gemacht. Es hätte mich aber auch interessiert, was da so interessant ist. Wie der andere gesagt hat vorher. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt das mache? Wir sollten Jörmungandr nicht ohne Grund stören. Stören, wobei? Schau dir das mal an, die macht doch einen ganzen Tag nichts. Das ist immer mit den NPCs, das war bei Fallen Order genau dasselbe. Da hat es dann geheißen, ich arbeite gerade oder ich denke gerade nach. Worüber? Also... Naja. Aber sie ist schon richtig geil, die Schlange, also. Da kannst du sagen, was du willst. Ist die jetzt woanders? Die war doch vorher an einer anderen Stelle, oder? Oh, Todesinsel. Ja gut, eigentlich ist wurscht. Okay. Ja. Haben wir mit der Schlangendame geredet, dann schauen wir doch einmal weiter. Erstmal gehen wir auf. Ich würde sagen, wir schauen uns erst einmal wieder ein bisschen um. Ah, jetzt kann ich es lesen. Aber ist es ein Name? Wow, der Name hat sie entfacht. Entschuldigung, Türs Feuerschalen auf dem Weltentürm am See der neuen entzünden. Weltentürme erleuchten, bla bla bla, 1 von 8. So heißt eine der Walküren. Äußerst seltsam. Walküren, aha. Die kennen wir doch auch aus. Wo war die Thor Ragnarok? Oder beziehungsweise wie er in Deutsch heißt, Thor Tag der Entscheidung. Da war ja auch die Walküre da.
Wenn wir zum Boot kommen, können wir entweder diesen besonderen Meißel suchen oder uns noch etwas umsehen. Mir ist jede Entscheidung recht. Ja, wir schauen uns natürlich um, Junge. Was glaubst du? Was glaubst du? Wir gucken uns nach Nachtmacht! Grässliche Viecher! Bin bereit sofort! Mit besten Dank zurück. Die Augenviecher sind schon irgendwie eklig. Ja, sag mal, wir bekommen den da noch. Ah, wum! Oh, der ist sogar lila, der da. Wo ist der? Ah. Da gar nichts hat's da gebracht, dein lila sei, du Arschlochviech. Neuer Tipp hinzugefügt. Schauen wir mal. Wir können ihren Schüssen entweder ausweichen oder sie mit Pfeilen oder einem Axtwurf unterbrechen. Die Stärkeren können schneller schießen. Aha. Schnellspritzer. Oh! Was passiert, wenn ihr... Gar nichts. Der dreht lebendig? Aber ist mir auch recht. Habe ich mal eine Ruhe von denen Deppen. Komm, greif einen auf da. Das sind mit Sicherheit tolle Sachen. Ich höre zumindest schon wieder einen Hämmern. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy diggy hole. Diggy diggy hole. I am a dwarf and I'm digging a Armer hole. Fafnir. Zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grat. Aha, mit dir kann ich reden? Hey Sindri, kennst du schon Mimir? Wenn du den abgetrennten Kopf meinst, der mir zuzwinkert, bitte halt ihn weg. Das kann unmöglich hygienisch sein. Oh, sehr nett. Auch schön, dich zu sehen, Sindri. Arschloch. Arschloch. Ist das einer meiner geflochtenen Mistelpfeile an deinem Köchergurt? Ein Andenken an deinen Freund Sindri? Ich bin ja so furchtbar gerührt. Naja, die Pfeile, da wo die anders austickt ist, wo sie wie immer noch wundert, warum. Das sind ganz stinknormale grüne Pfeile. Ich meine, wenn ihr die Farbe nicht gefällt, sie muss ja nicht mit rumtragen. Also, Ja, herein. schauen wir mal, kann ich was herstellen? Nein, ich kann nichts herstellen. Zumindest nichts, was ich... Oh, Alter, die schaut geil aus. Halt, nein, nicht die, wo war's denn? Die war's auch nicht. Wo ist denn die? Da war nicht die so gut. Genau, die da. Oh, die möchte ich haben, Alter. Ich will die haben. Ich will die haben, die schaut geil aus. Ich glaube auf die Spar jetzt. Das. Haben wir nur so viel Geld oder was? Oh Gott, wir müssen dringend Kohle sammeln. Wir müssen Kohle sammeln, Leute. Wir brauchen Geld. Andere Armrüstung. Ich kann nix herstellen. Da macht jemand lieber mit meinem Bruder Geschäfte. Ja, weil der Bruder ist cool. Der Bruder ist viel cooler, das ist nicht so ein Hygiene-Junkie. Der ist viel lockerer drauf. So, wo geht's denn da? Erstmal da reinschauen. Da geht's hinaus und... Aha. Gibt's da was? Ja, da gibt's was. 1300 Euro. Super. Kann ich da irgendwas machen? Also die Axt rumschmeißen. Gut, also hier gibt's uns nix. Dann greife ich mal noch weiter auf. Nach links. Jetzt auf, oder? Da wieder Kisten. Wir greifen durch. Oh, da ist ordentlich Kohle drin da. Aber ganz ehrlich, ich muss jetzt echt ein bisschen sparen. Was ist jetzt? Wo bin ich denn jetzt da eigentlich?
Geht's da sowieso mit der Story weiter? Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich schau mal. Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Wenn es mit der Story weitergeht, mein Gott. Dann ist es halt ja so, aber eigentlich wollte ich jetzt noch nicht mit der Story weitermachen. Was bin ich denn jetzt? Rat der Walküren. Okay. Wo lang? Ja, ich dachte jetzt mal schon geradeaus. Schau mal da. Ah, da sieht man Tempel von da. Cool. Schauen wir mal, vielleicht gibt es tolle Sachen. Vielleicht treffen wir die eine oder andere Walküre hier. Die vielleicht die eine aus Tor vielleicht. So. Wie viel Euro gibt es hier? Oh, auch wieder 2000. Über 2000. Da gibt es ein Heal, brauche ich den. Verkehrt ist es nicht. Ui. Da gibt es einen Stui, komme ich mir Wo da sind drauf. wir hier? Kann das sein? Die 8 Throne? Lass die Spielchen. Weißt du, wo wir sind oder nicht? Ich bin Mimir, der klügste lebende Mensch. Ich weiß viele Dinge. Ja. Was immer das hier ist, es sieht wichtig aus. Für wen? Hier ist kaum etwas von Wert. Kein Kommentar dazu? Ja, da das Gebiet heißt der Rat der Walküren, also schätze ich mal, wer da der Rat der Walküren immer getagt haben. Schlangi, hier bin ich. Wird hier der Rat der Walküren immer sie gechillt haben. Aber er hat recht, hier gibt es nicht viel von Wert, deswegen hauen wir auch wieder ab. Ich habe keine Ahnung, warum, was ich da soll. Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Ja, ich gehe ja schon. Quengeliges kleines Kind, hey. Ah. Gibt's da irgendwo so ein Explodierding? Hä? Ja, toll, Kisten. Super, aber das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Weil ich es nicht wegsprengen kann. Ach, was weiß ich. Oder vielleicht wo. Ah! Etto! Zum Glück ist die Axt unzerstörbar. Ist die Axt unzerstörbar? Keine Ahnung. So, was gibt's denn da Schönes? Fester Weltenschlangenschuppe. Schuppenfuck. Schlangi! Schlangi! Ich wünschte, Mutter wäre hier. Ja, deine Mutter. Deine Mutter ist so dumm, die lässt sich von einem geparkten Auto überfahren. Gut, also. Hier ging es offensichtlich nicht mit der Story weiter, dann... Da, Isong. Wir gehen zurück. Holen die Axt. Geht's da weiter? Na, da geht's was raus. Ein tiefer, dunkler Abgrund. Wieder. Ah! Bewusst. Habt ihr in Fafnirs Lagerraum etwas gefunden? Zum Beispiel einen Wetzstein? Das Einzige, was ich in dem scheiß Lagerraum gefunden habe, waren ein Haufen überstarke Gegner. Wobei, da könnt ihr jetzt auch wieder zurück. Ich bin ja mittlerweile ein bisschen hochgelevelt. Ich glaube, die da jetzt sauber zerpimmeln. Dann batzen wir uns halt wieder da vorbei. Ah, ja, die Schlange schon wieder schnaufen. Und ich höre doch da in der Ferne so wieder so ein Tschernobyl-Vogel. Da fliegt doch garantiert jetzt wieder irgend so ein... Ich hab's doch gewusst, da huckt er. Die hau ich zusammen da. Ich sagte, die hau ich zusammen da. Okay, dann müssen wir noch hergehen und ein bisschen aufladen. Okay, so funktioniert das nicht. So funktioniert das ganz offensichtlich nicht. Vielleicht von da. Ich glaube, das ist ja auf der anderen Seite um.
Damit das funktioniert, muss ich da mal auf der anderen Seite. Wo lang geht's zum Meister? Rudere bis zu den Statuen der Rudra. Dann zwischen ihnen durch. Ich schätze mal, das werden die da sein, aber da möchte ich ja jetzt noch nicht hin. Sauerburle hat er toll gemacht, der Junge. Gut. Und da müssen sie doch den Scheißvogel jetzt erwischen, oder? Ey, Schlange! Was geht ab? Oh Gott, die Herr Viech. Und so wie sich das anhört, ist das ein großes Viech. Ah, das ist wieder so ein Ding. Oh Gott, wo ich das überhaupt? Ja, probieren wir. Das wäre vielleicht gescheit, wenn ich die Axt. Oh, lila Arschlöcher, ey! Oh, leck, die haben alle Totenkopf. Die haben alle Totenkopf. Ich geh. Tschüss. Wir hauen ab. Nein, ich kann nicht abhauen! Ja, scheiße, oder? Probieren wir es halt. Wir sind Pro-Gamer! Ach, scheiße, dieser ist. Boah! Die darf gerne abhauen! Ja, oder? Ja, komm. Scheiß auf die Killer. Na, du kommst nicht zu mir, du lässt mir jetzt bitte sterben, damit wir wieder respawnen können. Das sind schließlich ein paar Erdnüsse. Okay. Wo sind wir jetzt? Da sind wir. Okay, da ist nur Tier und bei die sagen, gehen wir mal da lang. Oh, ein Drache. Hab mich schon gefragt, was aus ihm wurde. Warte, Fafnir? Wie in Fafnirs Lagerraum? Genau der. Aber laut Sindri ist er ein Zwerg. War er. Und jetzt ist er ein Drache. Das Leben ist schon komisch, was? Angekettet. Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Kerl befreien. Was meint ihr? Gott. Das war ein Zwerg? Ernsthaft? Aber warum? Das ist, glaube ich, der Typ, den wo man das ist die Sindri-Quest, glaube ich. Da wo wir das seinem Lager plündern müssen. So war das der Brock? Na, der Brock hat diesen Alchemisten da gehabt. Wie hat der geheißen? Ah, ich hab ihn aber vergessen. Ja, da stehen schon wieder ein paar so Vollidioten umeinander. Drache, du bist nicht sehr hilfreich. Dann mal los. Okay, das nehme ich zurück. Der hat gerade die Deppen da aus, aber niedergemacht. Da habe ich schon wieder. Alter, die seid ja alle lila, wieso seid ihr alle lila? Ah, Spitzenklasse, Alter. Das war der erste. Oh, er ist nicht mein Freund. Keine Scheißerei, ständiges Ärgernis für Asen und Wahnen gleichermaßen. Warum befreien wir ihn? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Gefangenschaft. Nicht mal ein gieriger, drachengewordener Zwerg. Der Bub ist gerade volle Kanne. Und wenn ihr seht, diese scheiß Schildträger. Ich bin bereit. Ja, scheiß Schildträger da. Wir werden die los. Ah, so ist ja nicht los. Du Arschloch! Ah, jetzt, da, Heidi, zusammen, du Wichser! Da, siehst du, so ist der andere. Achso, haben wir nicht umgekommen. Wie war's? Deine Fähigkeiten wachsen weiter. Ah, ja, das ist nicht schlecht.
Ja, und ich bin schon fertig. Du hast die Frage des Jungen nicht beantwortet. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Warngöttin ein Schmuckstück geraubt. Ich meinte, der weiß so viel. Also dafür, dass der Typ so viel weiß, sind die Infos echt ein bisschen spärlich. Ja, da gibt's was zum Lesen. Also da darf ich mich lieber an Rick Sanchez wenden, der klügste Mann des Universums. Junge, Wer das wohl geschrieben hat? Deine Mutter. Mal was zum Lesen, schauen wir mal, was steht drin. Wer das wohl geschrieben hat. Also da das Ding, da dieser Text Fafnir Schwanz heißt, Schwanz, und unterschrieben ist mit Fafnir, Schatzi moi, ich bin jetzt nicht kein Wissenschaftler nicht, aber ich theoretisiere, dass der Brief vom Fafnir oder diese Steintafel vom Fafnir geschrieben worden ist. Ist jetzt nur meine Meinung, ich komme ja täuschen. Wenn du das liest, verschwinde, du gehörst hier nicht her. Das ist meine Schlucht und fass auf dem Rückweg ja nicht meine Sachen an. Du bist immer noch da? Ich sagte, geh weg, das sind meine Schätze. Sie gehören mir allein, die besten Sachen sind sowieso in meinem Lagerraum. Aber denk nicht mal dran, ihn zu betreten. Er ist gut bewacht, dafür habe ich gesorgt. Ja, das ist mir aufgefallen. Lass mich einfach in Ruhe, ich brauche dich nicht, ich brauche niemanden, schon gar nicht einen von Ivaldis dummen Söhnen, der mich vor den Gefahren der Gier warnt. Ich muss nur in einem Warnenspiegel schauen, um zu sehen, was mit meiner Haut passiert. Aber das ist mir egal, mit meinen Schätzen fühle ich mich sicher. Sie wärmen mich von innen wie der Atem eines Drachen. Hau ab, Fafnir! Mein Schatz! Gollum! Gollum! Das ist das Erste, was wir machen. Wir klauen seine Schätze. Gott, der in seinem Zustand, glaube ich, hat der nicht mehr viel Verwendung dafür. Da waren wir schon. Da geht's nicht runter. Roma! Deine Oma! So, wo geht's jetzt noch weiter? Ja, hau halt ab! Du Arschloch! Ich will dir doch bloß helfen! So, hau Axt in die Fresse, du Wichsdrache, du Bläder! Oder auch nicht. Mei, der Bur steht da mitten im Weg. Da geht's weiter. So. Da rüber. Da hinauf. Und da wird wahrscheinlich dann das dritte Ding sein, oder? Jawohl, die beten. Oh Gott, jetzt wollen, was bist denn du für einer? Uah! Okay, okay. Okay, der Typ wird lästig, das was jetzt schon. Ja, jetzt schon wieder. Also, auf. Ja, ich bin ja schon weg. So, gut, den Axt, der hat eine ziemlich fette Rüstung. Den Typen da zusammenhauen. Okay, also das Axt bringt herzlich wenig gegen den. Aber gegen den. Ja, das kann man machen schon. Probieren wir es mal ohne. Verprügeln man halt so. Oh! Das ist ein One-Hit-Gegner, da muss ich aufpassen. Ach, Kill. Ah, hau ab! Ich hab da einfach versucht, das Ding kaputt zu machen. Alter! Du Wichser! Ja, jetzt, dein scheiß Heilstein bringt mir gar nicht. Oh, ich hasse es. Diese scheiß lilan Wichser immer. Weil ich sie ja auch einen schönen Überkopf heb. Ja. Ich möchte die scheiße Nummer machen.
ob der Wichser nicht schon stark nur war. Dann kämen dann auch noch so kleine Negerputzis daher. Ah. Jetzt pass auf, ich bleibe jetzt einfach da stehen. Hau das Ding von da kaputt. Siehst du das? Wenn ich jetzt noch irgendwie rauskammert. Boah. Macht er auf, macht er, warum macht der nicht auf? Wow, mal dem schon, Wahnsinn. Ja, das ist mir ja schon aufgefallen. Oh, wie nicht diese Neger daherkommen! Oh, der macht Finish. Gut, der nervt nimmer. Kannst du mal mit dem Rage probieren? Übel Schaden mache ich, den bin ich eh nicht. So, so jetzt einen blauen Runenangriff bei dem machen. Oh, wir haben seine Rüstung schon ein bisschen kaputt gemacht. Oh nein, es ist doch schon wieder so einer. Ah, hau doch ab. Komm, kill deine eigene. Hau ab, hau ab, hau ab. Scheiße! Boah! Oh, na, hörst du auf! Ah ja, das soll es sein. Wollte zwar nicht, aber ja, dann soll er sich. Was soll das jetzt werden da? Das soll schön bleiben. Ah, du Arschloch! Hinter dir, Bruder! Ja, ist schon klar. Nein! Nein! Ah, heute. Ich hab noch einen Healstein. Komm schon, hoch! Ja. Wie der andere Depp wenigstens mal weg war. Komm, der Bur, hauen jetzt zusammen. Komm, der muss doch irgendwann mal hier sein. Oh, da, du killst mir jetzt nicht. Cheers! Oh. Da! Komm her, Schnauze, voll von dir, du lila ins Arschloch! Oh, Alter! Pro-Gamer, Digga! Ich bin bereit! So, der war jetzt so zermetzelt. Ja, dann explodier. Jetzt lassen wir Alter! ihn frei. Ob er dich noch kennt? Wer weiß, Junge. Vieles ist anders seit unserer letzten Begegnung. Ich weiß. Alter! Vater, ey! Scheiße, bin ich gut! Okay, dann können wir den Drache auch noch freilassen. Tja, der Typ, der Helwig meint, der kann mich jetzt da besiegen. Ha, ich bin der Pro-Gamer. Ich bin der Kratos, der Krasse, Alter.
So leicht killt man mich nicht. Gut, er hat mich zwar ein paar Mal gekillt, aber... Hör doch mal auf, du Arschlochviech, ich will ja doch bloß helfen. Ach komm. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Alter, wenn ich jetzt das nochmal machen muss, dann oh, nein, dann mag ich nicht mehr, dann mach ich was anderes. Also nur mal ist die Scheiße echt nicht. Nein, ich glaube nicht, dass ich es nochmal machen muss. Also jetzt kommen halt die zwei Deppen da, aber ich glaube... Ich möchte da jetzt nicht... Ach, meine Fresse, das darf da jetzt nicht... Jetzt kämen da zwei so lila Arschlöcher daher. Und so habe ich so gefreut, dass ich den anderen Mongo da drum zerpimmelt habe und jetzt kommen da wieder so Wichser daher. Ah. Oder komme ich da später wieder zurück? Wenn ich jetzt das dabei so lasse, muss ich dann später... was ich jetzt nicht mache? Ich tue da kurz mal zwischenspeichern. Weißt du was? Das mache ich da um die zwei lila Deppen, da kümmere ich mich wieder anders mal. Jetzt machen wir erst mal was anderes. Da, der oder die ist freundlich, die ist nett. So untexturiert, hä? Lauter so lila Arschlöcher, verstehst du? Ah. Scheiß One-Hit-Gegner. Okay, wir den da hin. Da ist auch noch Kisten. Nehmen wir die Kisten. Hey, ein Sprachschiff-Rückteil. Schon wieder? Wir sollten weitersuchen. Brauchen wir noch mehrere oder was? Ah. Nilfhelm. Aha. Mensch, haben wir jetzt eigentlich... Jetzt müssen wir doch eigentlich mehrere Welten kennen. Das möchte ich jetzt mal auch ausprobieren. Gehen wir mal zu dem Tempel da zurück. Ist da irgendwo so Tier? Mal ein bisschen abkürzt haben? Nein. Wurscht. Dann paddeln wir halt so. Warum hat Freya dich eigentlich Du angesprochen? brauchst es nicht so Genug. machen. Keine Geschichten. Nicht, wenn wir laufen. Wir konzentrieren uns auf den Weg. Verstehe ich voll und ganz. Ich erzähle später weiter. Du hast noch nicht mal angefangen zu verzeihen. Was möchtest du da weiter verzeihen? Ich will jetzt in die Weltenreise kommen, weil ich wissen will, ob es da was gibt. Ob ich jetzt da neue Welten erkunden kann. Ah, und einen Auferstehungsstein brauche ich auch wieder. Den habe ich ja sauer verballert. Hey, Brock, wir haben etwas gefunden. Habt ihr das? Na, wir das? da bin ich jetzt ganz ohr. Haben wir das? Wie ich sehe, seid ihr Springern in die Quere geraten. Oder die Springer sind vielmehr euch in die Quere geraten. Wer sind die? Was wollen die? Was weiß ich? Junge, stellst du viele Fragen? Nur ich darf die Tür, nur nicht Habt darf ihr ich den Jungen nennen. Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Oh, fast vergessen. Brock, das ist unser neuer Freund Mimir. Wir kennen uns. Oh, warum sagst du das nicht? Er weiß warum. Ich weiß warum. Du weißt warum. Ruhe. Genug davon. Wisst ihr, vergesst, dass ich gefragt habe. Kannst du dich mit Sindri nicht einfach vertragen? Was auch passiert, es kann nicht so schlimm sein. Ihr seid Familie. Erzähl du mir nichts von Familie. Ich bin nicht der vergessen hat, wofür unser Name mal stand. Unsere Werke. Die Waffen, die wir schmiedeten, waren legendär in allen 9 Welten. Länger, als ich zurückdenken kann. Das wirft man nicht weg wegen eines einzigen Schlechten. Was? Schlechten was? Gar nichts. Vergiss es. Musst du nicht irgendwo hin? Das darf mich jetzt aber auch interessieren. Oder ist wieder mal eine Frau gegangen? Hey, wo ist denn ein Lasttier? Hab sie gegessen.
Hab Teile von ihr vorhin erst wieder ausgekackt. Was stimmt nicht mit dir? Was? Sie hat keine Milch mehr. Sie war deine Freundin. Dann wird sie froh sein, dass ich so satt bin. Scheiße, Kleiner. Du bist echt sentimental, weißt du das? Lass dich da draußen bloß nicht verwirren. Ich mache mal weiter. Der Brock, der ist schon cool. Was darf's denn sein? Einen Auferstehungsstein brauche ich. Ganz dringend. Da, Auferstehungsstein. Gib mir das. Und da habe ich gerade noch was gesehen. Was gibt's denn? Schwerer Aruna-Angriff. Was gibt's denn da? Aha. Was ist das? Oh. Apropos Wo waren wir Runa-Angriff. bei dem anderen Thema? Ich glaube, ich mache mal bei der Axt den anderen. Der macht mir nicht nur schon, ganz ehrlich, der ist der. Was macht denn schon? Das macht ordentlich schon. Was ist das? Das da, aber gut, ich glaube, da musst du erst einmal das Ziel treffen. Was ist das? Das hat wie vorher, wobei das auch nicht schlecht aus. Ich glaube, ich nehme das da. Ich nehme das mal wieder, ich glaube, das war einer von den ersten oder der erste sogar. Gehen wir doch einmal da rein. Okay. Helheim. Welt gesperrt. Können wir nicht hin. Alfheim. Da haben wir, glaube ich, das Licht geholt. Also können wir das. Ja, Jotunheim. Da müssen wir ja hin. Vanaheim. Geht nicht. Muspelheim. Welt verfügbar. Ja, dann da die doch einmal sagen. Wir drücken uns einmal X. Als kennst du Brock und Cindy? Ah, die Hölde-Brüder. Na, wer kennt sie nicht? Sie sind recht berühmt oder berüchtigt, je nachdem, wie man es sieht. Sie haben Mjölnir geschmiedet, Thors Hammer. Die größte Mordwaffe der Asen, der Fluch des Volkes der Riesen. Sie haben Thors Hammer gemacht? Ich dachte, Sie mögen die Asen nicht. Ah, tun sie auch nicht. Aber das war vor langer Zeit und sie wollten sich unbedingt einen Namen machen. Mir scheint, da haben sie ein bisschen übertrieben. Bisschen hinzugefügt. Der Hammer Mjölnir. Brock und Sindri haben Thors Hammer Mjölnir geschmiedet. Dadurch haben sie sich einen Ruf gemacht, aber es scheint sie auch immer wieder einzuholen. Und ist vielleicht der Grund, warum sie es gekriegt haben? Wir dem Hammer? Marvel heißt der Zwerg, der wo das gemacht hat, ja Eitri, glaube ich. Der hat ja dann später noch Stormbreaker für ein Tor baut. Also, das haben sie ja miteinander gemacht. Okay, Brockman. Du magst Hitze. Was, Brock? Hitze ist verdammt hilfreich bei meiner Arbeit. Macht sogar den Raum selbst biegsamer. Zum Beispiel diese magischen Türen, die du so magst. Hier führen sie alle zueinander, ganz ohne Brocks Zutun. Geh mal dort drüben hin und wecke sie auf. Du wirst sehen, durch Muspel zu reisen ist kinderleicht, solange du nicht gekocht wirst. Was? Wieso gekocht? Wow, Ah, deswegen. ganz schön heiß hier. Aber ist das Schnee? Asche. So fällt sie nur bei großen Feuern. Diese ganze Welt ist ein einziges Feuer. Der Ursprung allen Feuers. Und auch der Sonne und Sterne, wenn man der Legende glaubt. Sollte man das? Ich meine, wir sind hier und verbrennen trotzdem nicht. Noch nicht. Naja, sie wird sich seit Urbeginn der Schöpfung stark abgekühlt haben, meint ihr nicht? Nibelheim ist ja heutzutage auch kein reines Eis mehr. Das ist die Natur der Dinge.
Die Zeit mildert alle Extreme. Feuer kühlen ab, Männer werden alt und grau, Köpfe werden abgehackt und an Gürteln getragen. So ist das Leben. Wenn du meinst, Mimir? Also ich will nicht, dass mein Kopf mal abgehackt wird und an irgendeinem Gürtel dran wird. Jetzt müsste doch eigentlich, wenn ich jetzt das mache... Die flackt jetzt in der Lava, die müsste jetzt eigentlich gegrillt sein. Nein. Sie ist nicht gegrillt, sie ist auch noch angenehm von der Temperatur. Ja gut, das ist eine magische Axt, vielleicht ist die irgendwie da beständig. Keine Ahnung, Thors Hammer ist ja auch unzerstörbar. Da ist nichts. Da gibt es ein Horn, aber in dem Horn ist, glaube ich, nur das Feuer drin. Jetzt schon wieder. Jetzt hätte ich geschrieben, das Scheiß so. Schauen wir später. Schaut sehr lava-artig hier aus. Gibt es da noch irgendwo Kisten? Ich sehe jetzt keine. Wieder diese Feuerschalen. Schauen wir mal kurz auf die Map. Wie schaut denn das da aus? Aha. Ja, sehr feurig die ganze Angelegenheit. Ah, da schäbert doch wieder einer. Ah, der Brockman. Und einen Schrank gibt's auch. Ein Schrank. Bitte einmal Schrank. Hier, Junge. Jo. Noch eins. Der hier heißt Suter. Ein Feuerriese. Der erste und ursprüngliche. Er macht ein Feuerschwert. Eine legendäre Waffe. Er kämpft gegen Thor und Odin. Aber ist das die Vergangenheit oder Zukunft? Womöglich eine Frage der Perspektive. Ja, das hat man ja auch in Thor Ragnarok hat man das gesehen, wie der andere da mit seinem Schwert, ich schätze mal, das wird der sein. Also, neuer Schreineintrag, das wollte ich. Sutor, ein uralter Feuerriese aus dem Muspelheim. Er schmiedete ein Feuerschwert und bekämpfte Thor und Odin. Oder wird es tun? Aha, 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 aha. Ragnarok, das war ein geiler Titel für den nächsten God of War Teil. God of War Ragnarok. Aber ich glaube, der Titel ist schon so oft irgendwo hergenommen worden. Vater, Ja. ich höre eine Stimme. Wieder ein Alp. Ich glaube nicht. Sie kommt von da oben. Ah. Und die Wände da, die sind ja garantiert nicht heiß. Aber gut, der Kratos, mei. Er ist halt der Kratos, gell. Er hat ja über seine... Die Er hat ja, Stimme. Gleich hier um die Ecke. oha. Oh. Es ist ein großes Schwert. Es will wissen, ob wir bereit fürs Training sind. Das ist ein großes, hässliches Schwert vor allem. Was kann das? Schließen Sie Prüfungen ab, um die nächste Arena freizuschalten. Drücken Sie X, um die Herausforderung anzunehmen. Drücken Sie Kreis, um abzulehnen. Drücken Sie abzuwehren. Ich drücke Gegner töten. Oh. Das Tor ist zu. Mach dich bereit, Junge. Ja, Vater. Ja, Vater. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist die keine Gegner? Wahrscheinlich hinter mir, oder? Was sein? Ich bin bereit. Mai, stirb doch! Alles klar. Warte mal, vielleicht geht's. Ich probier's mal eher mit dem Finish, vielleicht geht das noch schneller. Jawohl,
Alter, der Axt. Vorsicht, hinter dir! Ah, den hat er gleich runtergeschubst. Scheiße! Das Money wird irgendwo sein, die Gegner! Ich nehme mal mit, da sind Gegner. Oh, jetzt seid ihr noch so fette! Scheiße! Oh, mal den. Du Arschloch! Das werde ich nicht mehr schaffen, fürchte ich. Oh nein, jetzt hat er dann so Schildträger-Tipp. Nee. Was kommt? Bloß einfach am Bur immer weiter schießen. Scheiße! Vor allem, weil die Zeit weiterläuft. Oh, das wäre knapp, das wäre knapp. Oh, das wäre knapp. Ah, Scheiße! Ach, fuck! Im Training gibt es kein Versagen. Wir verbessern uns durch Übung. Klar, oder Aber wir Hauptsache- kommen einfach besser ausgerüstet wieder. Ein gutes Argument. Ein Scheißen, aber ein Healstore brauche ich ja, nein. Der Song. Jetzt hol ich mir nur einen Healstore und dann kümmern wir uns um die Komiker dann morgen nochmal. Die Stunde ist nämlich schon fast wieder rum, sie gerade. Jeder Song um die Wichser, da kümmere ich mich dann morgen. Hey Brockman, gib mir mal Das einen ist mein Healstone. Wort. Gib mir mal einen Healstone. Healstone. Gut. Tja, worüber haben wir noch geredet? Ja. Ida Song, 54, scheiß so. Machen wir für heute Schluss. Morgen geht's an der Stelle weiter. Da schauen wir, ob wir nicht doch irgendwie diese Typen dort zerpimmeln können mit deren Speichern. Mit deren Speichern. Genau, dann schauen wir morgen nochmal mit der Herausforderung, ob wir da vielleicht besser abschneiden. Und ja, dann da ich noch sagen, bitte Spiel beenden, mit dem Spiel beenden, ja, mit dem Spiel beenden. Die Vertanax drückt den auf den Flug, wenn Sie nutzen Sie das aus. Ja gut, das haben wir ja schon festgestellt, dass das passiert, dass das so ist. Na komm. Komm schon, komm schon. Gut, also, wir sind durch für heute. Ich verabschiede mich, wie immer, noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und Servus. Auf Wiedersehen.